Gut, also willkommen beim Cola Podcast. Einmal mehr mit meiner Wenigkeit da. Und ich glaube, um meine Wenigkeit geht es jetzt vielleicht auch ein bisschen in diesem Video. Ich hatte heute ein spannendes Gespräch gehabt mit einem Künstler, der da den Cola Podcast schon ein bisschen länger verfolgt. Und wir sind ein bisschen auf den Entschluss gekommen, oder der Künstler, der jetzt da namenlos bleibt, für den Moment, so, weil ich jetzt nicht weiss, ob er einen Shoutout will in diesem Kontext, hat mir irgendwie wie so den Input gegeben, hey, schau, vielleicht musst du das, was du da machst, nicht besser erklären, weil das passiert sowieso schon mit dem Cola-Podcast, sondern erklären, wieso du das machst, was du da machst. Und es mag stimmen, dass ich zuvor sehr wenig private Eindrücke oder halt generell halt meine eigenen Empfindungen reingebracht habe da in den Collab-Podcast oder in den Content generell, weil das auch einen Sinn dahinter hatte, dass ich das wie so ein bisschen so informativ wie möglich behalten und so wenig eigentlich über mich machen wie möglich. Aber ich merke langsam natürlich auch für gewisse Neuzugänge, die da amigs dazukommen und das irgendwie wenig fassbar ist, der Cola-Podcast. Für die würde ich vielleicht schon noch mal so ein Video machen. Oder vielleicht auch mehrere. Das ist natürlich etwas, wo man wahrscheinlich wird irgendwann mal wiederholen. Aber in diesem Video würde ich ein bisschen das Wieso erklären. Einfach, dass er ein bisschen Kontext bekommt. Ich kann jetzt da nicht die ganze Live-Story irgendwie bringen. Aber vielleicht werdet ihr, nachdem wir das geschaut haben, ein bisschen besser verstehen können, wieso ich das mache. Generell zuerst mal gesagt, ich bin seit 2018 selbstständig. Als Musikberater, /Management, /Seelensorge von Künstlern, Leute, die einfach mehr Informationen brauchen, dass alle ein bisschen professioneller arbeiten können. Mediator, wie man das auch immer nennen will, alles. Ich bin in dem Sinne nicht so ein traditioneller Musikmanager, wie man es vielleicht aus der Vergangenheit kennt, dass halt irgendwie der Künstler XYZ einen Business Manager hat, weil ich sage mal, ich bin vielschichtig einsetzbar. Das würde dem Ganzen nicht recht werden, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt nur mal als Management aktiv wäre. Darum ihr gesehen, der merkt ein bisschen, der Cola-Podcast oder der Content, den wir da besprechen, ist halt auch so gemacht, dass auch Artist-Teams, also dass nicht nur der Künstler oder Künstlerin, sondern auch die jeweiligen Teams, die im Hintergrund sind, auch von dem Content können profitieren und davon können lernen. Darum meine Rolle in dem Ganzen, müsst ihr sehen, ist seit dem 2018, zumindest wenn es um da in der Schweiz geht, eher so eine Mediatorrolle für die Musikindustrie. Sprich, ich bin ein bisschen der Dude geworden, der auf so die neuesten Strategien oder neue Ansatzpunkte oder neue Lösungsvorschläge möglichst die modernsten Sachen, die modernsten so Künstlerstrategien oder auch Song-, Kommunikations-, Promo-Move-Strategien darauf hinweisen tut. Und es reden dementsprechend natürlich auch viele verschiedene Künstler oder Artist-Teams oder auch Labels, Industrieleute reden dann halt entsprechend mit mir. Wieso, also in dem Fall all der Content, beziehungsweise wieso sehen ihr jetzt da so einen Dude, vielleicht auch zum ersten Mal für ganz neue Zuschauer und Zuschauerinnen, wo irgendwie so gefühlt mega selbstsicher über das kann reden. Ich bin, wie gesagt, seit 2018 selbstständig, das habe ich in gewissen anderen Episoden schon mal ein bisschen vertieft und habe vorher sehr, sehr lange bei der Warner Music gearbeitet, bei einem der 3 grossen Major-Labels hier in Zürich, beziehungsweise die haben auch ein Büro hier in Zürich. Darum auch ein bisschen der Hintergrund, dass ich die ganze Plattform, die ihr da seht, oder die Bibliothek da auf YouTube, rund um das Musikbusiness und Schweizer Musikindustrie-Themen gestaltet habe. Weil ich halt sehr viel dazu weiss. Ich weiss offensichtlich nicht alles, aber
ich weiss genug oder viel mehr als andere da aussen, dass ich merke, dass es etwas bringen würde, dass es einen Mehrwert bringen würde, wenn man halt gewisse Informationen streut auf so einem Channel wie jetzt da auf YouTube, dass halt alle ein bisschen professioneller an die Sache herangehen und alle ein bisschen davon profitieren könnten. Darum sehen wir, das ist gerade alles ein bisschen Hand in Hand. Dass ich jetzt die Mediatorrolle sozusagen eingenommen habe, seit 2008, seit ich mich Fulltime selbstständig gemacht habe, ist nicht etwas, wo ich ganz, ganz bewusst mir so ausgelegt habe. Ich habe gewusst, dass halt meine Zeit irgendwann zu Ende gegangen ist, bei der Plattenfirma, wo ich vorher gearbeitet habe. Und habe danach, also das habe ich 5 Jahre gemacht, so, das könnt ihr auch gerne googlen, für die das jetzt ein bisschen tiefer anschauen wollen. Man muss an der Stelle nur wissen, dass ich irgendwie 5,5 Jahre irgendwie sehr, sehr intensiv in der Marketingabteilung von einer grossen Plattfirma geschafft habe. Und das Einzige, was ich halt gewusst habe nach 2018, ist, dass ich wie so ausgelernt habe in dieser Rolle oder Position, wo ich vorher war. Und ich habe schon gemerkt, dass es da in der Schweiz, im Schweizer Markt, ich rede jetzt wirklich nur von Aktivitäten und Künstlerlandschaft, die es da in der Schweiz gibt, habe ich halt schon gemerkt, dass wo ich rausgekommen bin und plötzlich angefangen habe, so ein bisschen als Free Agent, ein bisschen als freier Agent, habe ich halt dann plötzlich die Möglichkeit gehabt, um mit allen zu reden, so, oder alle, die mit mir haben wollen reden, oder mir haben wollen Sachen erzählen oder haben wollen einfach wissen, okay, wie machen wir das irgendwie so als moderner neuer Künstler, habe ich halt schnell gemerkt, dass der Unterschied, der Informationsunterschied, also ich würde sagen, die Qualität von der Information oder das Level vom Informationsstand von drinnen und draussen, darum nenne ich das ein bisschen draussen, da alles, was mit dem Independent-Bereich da aussen zu tun hat, wo nicht in so einem Major-Label-System ist, sage ich jetzt mal von den 3 grossen Majors, sondern man ist jetzt eher, man schaut da vielleicht die Plattform, der Color-Podcast und ist eher auf dem Independent, im Independent-Bereich vielleicht oder wird halt im Eigenvertrieb oder so mit eigenen Lösungen etwas machen, eine eigene Karriere starten oder das Ganze ein bisschen professioneller anschauen. Was ich halt gemerkt habe, ist, dass da aussen der Informationsstand oder das Level an Informationen so wie Tag und Nacht ist, der Unterschied zu meiner Major-Vergangenheit vorher und das, was die Künstler und Künstlerinnen, die Schweizer Künstler da aussen effektiv wissen. Und ich kann jetzt noch nicht erklären, das Experiment wird ja noch ein bisschen länger gehen mit dieser Bibliothek, wo ich da am Erstellen bin, sozusagen, auf dem Cola-Podcast. Darum kann ich irgendwie noch nicht die Frage für mich selber oder auch für Leute, die das interessiert, beantworten, wieso die Informationslücke überhaupt so groß ist. Aber es reicht vielleicht einfach zum Verständnis, zum Wissen, dass so Leute wie ich, die das Major, die Musikindustrie, die Schweizer Musikindustrie auf einem Major-Level immer erlebt haben oder kennengelernt haben, reicht es eigentlich zum Verstehen für den Moment, dass es für mich richtig unheimlich war, um da rauszukommen und merken, dass viele Schweizer Musikschaffende, die halt auf der Independent-Schiene sind, praktisch gar kein Knowledge haben, gar kein Wissen, wie man irgendwie gescheite Strategien macht. Das heisst nicht alle, darum sage ich das auch ein bisschen vorsichtig, es gibt ein paar da draussen, die natürlich sehr progressiv sind und versuchen so ein bisschen die neuesten Strategien zu machen, aber der Informationsstand generell habe ich immer das Gefühl, ist schon sehr, sehr, sehr niedrig. Und wo ich dann angefangen habe, die Gespräche führen und auch ein bisschen Ausschau halten, okay, was gibt es überhaupt für spannende Künstler-Cases da draussen, habe ich halt auch gemerkt, es erreicht halt nicht, und gewisse Sachen, wo ich da jetzt so Subthemen, wo ich euch da den Story-Background gebe, ich kann natürlich nicht alles erwähnen, jetzt in einer Episode, so, das werden vielleicht mehrere Episoden sein, das ist jetzt auch alles ein bisschen gefreestylt, das ist nicht mit einem Skript,
Darum wird es sicher auch andere Punkte geben, wo ich irgendwann mal ein anderes Mal erwähnen würde, wieso dann überhaupt das Ganze und wieso da auf YouTube und überhaupt so. Aber ich würde wie so ein paar Sachen rauspicken, die mir jetzt gerade in den Kopf kommen, so ein bisschen im Gedächtnis sind. Genau, darum, was ich halt nachher gemerkt habe, irgendwann mal ziemlich schnell im 2018, wo ich mich selbstständig gemacht habe, das war im Sommer 2018, müsst ihr euch vorstellen, und wo ich dann angefangen habe, da aussen irgendwie gewisse spannendere Künstler-Cases ein bisschen zu verfolgen oder mit ein paar Leuten zu reden, die so ein bisschen schon auf einem mittleren Level Stand sind, sage ich jetzt mal, habe ich aber auch relativ schnell realisiert, das reicht nicht, dass ich nur mit 3, 4 vereinzelten Künstlern rede und versuche dort denen irgendwie zu helfen oder mitzubegleiten, so. Das reicht einfach nicht von der Skalierung. Ich bin jetzt so ein Mensch, müsst ihr euch vorstellen, von dem, der mich privat nicht kennt, ich habe sehr einen hohen Anspruch. Ich bin ein sehr kritischer Mensch oder versuche es zumindest immer sehr kritisch und auch selbstreflektiert zu sein, auch kritisch gegenüber mir selber natürlich, aber so auch, was ich abverlange gegenüber der Schweizer Musikindustrie oder am Grad an Professionalität, ist halt mein Anspruch sehr hoch. Und ich will jetzt nicht oberflächlich tönen, indem ich das sage, aber wäre der Anspruch nicht so hoch, würde auch die Plattform da nicht bestehen oder die Bibliothek auf YouTube, wo ich da versuche zu machen, weil ich mir auch einfach hätte können denken, okay, ich bin jetzt selbstständig, ich verstehe sehr vieles über das Musikbusiness, ich verstehe, wie man Künstler und Künstlerinnen kann platzieren im Markt und wie man Songs besser kommuniziert als viele andere, auch besser als teilweise gewisse 10-köpfige Label-Teams so. Das ist jetzt, sage jetzt ich persönlich so, aber ich bringe halt eine gewisse Qualität mit und eine gewisse Selbstsicherheit und ich habe halt gemerkt, es würde nicht reichen, wenn ich das nur bei 2, 3 Künstlern und Künstlerinnen anwende, weil ich auch nicht 4-5 Jahre rumgurken, wenn es gewisse Sachen gibt an Informationen oder so gewisse Schlüsselinformationen, sage ich mal, wo man einfach könnte gezielt und in einem guten Format verpacken, wo ihr da jetzt seht, dass es möglichst vielen Musikschaffenden, Schweizer Musikschaffenden da aussen gleichzeitig zugänglich gemacht werden kann. Und jetzt kommt halt plötzlich YouTube ins Spiel oder die Bibliothek. Weil ich denke, anstatt dass ich physisch nur mit 2, 3 Leuten immer lokal in all diesen Kantonen irgendwie reden oder telefonieren kann ich auch beides fahren und auch so einen YouTube-Channel errichten. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, wieso es den YouTube-Channel oder den Cola-Podcast überhaupt gibt. Ich habe natürlich so die ganze Entwicklung aus den US schon gesehen, Jahre zuvor, dass halt Podcasts im Kommen sind. Und es hat mich schon gereizt, irgendwann einmal einen eigenen Podcast zu machen. Und darum ist auch die nächste logische Schlussfolgerung bei der Selbstständigkeit ist halt gewesen, hey, das ist halt eine Möglichkeit, dass ich halt Informationen sharen kann, die ich so oder so mit diesen Musikschaffenden besprochen hätte, wenn die Kamera nicht am Laufen ist. Und so gibt es einfach die Möglichkeit, über den YouTube-Channel jetzt als Beispiel oder auch über den IG-Channel, den ich habe, dass ich halt mit gewissen Botschaften, sage ich jetzt einmal, oder gewissen Informationen, wo allen zugänglich gemacht werden sollen oder wo möglichst viele davon könnten profitieren für ihr eigenes Handwerk, um ihre eigene Musikkarriere ein bisschen besser machen oder professioneller gestalten, habe ich das halt genutzt, um so Videos zu machen oder so einem Podcast-Format, wo halt möglichst Sinn macht, in einem Pop-Culture sozusagen, in einem popkulturellen Rahmen, dass halt auch sehr junge Leute natürlich das könnten verstehen. Und so ist das Ganze natürlich ein bisschen gemorpht dazu, dass ich halt immer mehr gemerkt habe, okay, ich kann noch über das Thema eine Episode machen und ich kann noch über das Thema und Musikrecht könnte man eigentlich auch noch in eine Episode verpacken und Songwriting auch. Und dann sind zum Beispiel auch noch Sachen entstanden, okay, zu Songwriting und Publishing oder Komposition und Songwriting, Texte, könnte man eine ganze Playlist machen. Dann sind halt plötzlich so
Side-Playlists auch noch entstanden auf dem Channel, wo ihr jetzt da seht, so entweder bevor ihr das Video seht oder wenn ihr irgendwann auf das Video stoßt. Und so kann ich jetzt einfach in all die Themengebiete natürlich mega tief rein oder oberflächlich bleiben, so wie ich das will. Und ihr merkt vielleicht, oder die das ein bisschen länger schon verfolgen, ich bin natürlich auch ein bisschen vorsichtig, dass ich immer aus der Ich-Perspektive rede, weil es ist vielleicht ein bisschen schwierig zum Nachvollziehen, aber es soll gar nicht um mich gehen. Dass ich da mein Gesicht zeige oder dass ihr das Gesicht auf einem Thumbnail seht, ist alles nur ein Mittel zum Zweck. Wenn es um mich würde gehen, um meine private Person, für die mich halt privat ein bisschen kennen, oder halt auch nicht, die jetzt da einfach zuschauen, wenn es um mich privat würde gehen, würde ich gar nicht mein Gesicht zeigen. Ursprünglich habe ich mir gedacht, ich mache nur rein einen Audio-Podcast. Aber weil wir uns in einem neuen Jahrhundert befinden und nur Audio irgendwie lame ist und ich natürlich auch verstehe, dass ich Spass habe an Video-Content oder selber auch Video-Content konsumiere und auch etwas vom Marketing verstehe ich auch, dass es einfacher ist für Leute, Zuschauer und Zuschauerinnen da draussen, also Musikschaffende oder angehende Musiker aus der Schweiz, ist es halt einfacher, sich eine Personifizierung oder vorstellen, okay, da ist jemand dahinter, hinter dem Collab-Podcast sozusagen, hinter dieser Bibliothek. Aber ihr müsst gleichzeitig auch verstehen, oder solltet hoffentlich verstehen, es geht da wirklich nicht um mich. Ich bin nur der Überbringer von der Nachricht, ganz, ganz oftmals. Ich weiss, das ist schwierig zum Vorstellen. Ich bin da natürlich auch ein bisschen biased selber, weil zu 100% klar kann ich das auch nicht so ehrlich sagen, weil ich mache mich ja auch grösser mit dem, indem ich mich in Thumbnails tue und die Videos eine gewisse Reichweite erreichen in der Musiker- und Musikerinnenlandschaft da draussen. Das verstehe ich auch, dass das nachher schwierig zum Abkaufen ist. Alla, ja, du machst das doch auch, um irgendwie noch famous werden nebenbei. Wenn das alles so würde wirken, kann ich das verstehen und ist das berechtigt. Aber auch nur, weil viele von diesen Mechanismen nur wirklich Mittel zum Zweck sind. Sprich, wenn ich mich auf ein Thumbnail tue, dass es mehr angeklickt wird und dann gewisse Leute das auch irgendwann mal anklicken in 2-3 Jahren, weil sie das Gesicht auch noch wiedererkennen und der Brand so, dann ist das wirklich alles nur ein Mittel zum Zweck. Weil das Marketing-Ding und auch das Musikmarketing-Ding mache ich nicht schon seit gestern. Für die das eben da zum ersten Mal zuschauen, das ist jetzt das Jahr 8, glaube ich, so, wo ich sehr, sehr tief auch in der Marketing, generell in der Marketing-Berufslaufbahn bin sozusagen und auch Musikmarketing. Also ist das 8. Jahr in der Musikindustrie so, und dann gibt es natürlich ganz viele Leute, die noch mehr Jahre schon auf dem Buckel haben und die werden dann vielleicht hoffentlich auch irgendwann mal sehen da draussen, oder es gibt ja jetzt auch ein bisschen eine neue Welle von Leuten, Industrieleuten, die auch ein bisschen Informationen teilen so, und dass ich mich dann dort auch nicht alleine fühle, wie ich das jetzt lang gemacht habe, muss ich auch sagen. Seit dem 2018 habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass dort mega, mega viele andere Industrieleute, die auf meinem Level sind, oder vielleicht auch höher, was von denen es aber im Moment auch in der Schweiz nicht so viel gibt. Das kann ich halt wie so ein bisschen aus Erfahrungswert sagen, aus persönlicher Erfahrungswert, weil ich mit so ziemlich allen rede, die da existieren in der Schweiz, so an Industrieleuten, hat es halt zuvor nicht wirklich viel gegeben bis jetzt, wo halt das Gleiche versucht haben oder auch einfach versucht haben, auf einer öffentlichen Plattform wie da jetzt wirklich konkrete und praxisorientierte, aber auch theoretische Sachen teilweise, einfach konkrete Informationen zum Musikbusiness zu liefern und das auch zu teilen mit den Leuten. Und das ist eigentlich der ganze Effekt dahinter, oder das soll das ganze Resultat sein. Klar gibt es da noch ganz, ganz viele andere Faktoren, die bei mir auch noch mit gespielt haben, wo ich sicher irgendwann auch noch mal auseinandernehme oder ein bisschen besser kann erklären kann.
so die persönlichen Bewegungsgründe, wieso ich das mache. Aber in erster Linie kann einfach verstanden werden, dass es mir darum geht, die Informationslücke oder ich sage mal den Unterschied, den Tag- und Nachtunterschied, den ich euch vorher erzählt habe, wo ich halt im 2018 so ein bisschen sehr, sehr krass intensiv mitbekommen habe, gerade von Anfang an, wo ich meine Selbstständigkeit angefangen habe, der Informationsunterschied oder die Lücke, die es da aussen gibt im unabhängigen Bereich, also bei diesen Künstlern und Künstlerinnen, die so ein bisschen ihren eigenen Film fahren und nicht mit irgendwelchen grossen Partnern zusammenarbeiten und so ein eigenes Team haben und einfach ein bisschen professioneller wollen das Ganze machen oder vielleicht irgendwann mal eine Karriere aus dem machen. Ich einfach immer die Lücken schliessen, die Informationslücken. Und klar ist das nicht alles aus einem 100% selbstlosen Akt, weil es wäre auch richtig, wenn wir jetzt gewisse Leute würden sagen, ja, aber was hast denn du davon, was profitierst denn du davon? Ich habe auch gesehen, das sind jetzt auch Erfahrungen, die ich natürlich sammeln konnte in den letzten 2 Jahren oder 1,5 Jahre, seit es natürlich auch den Podcast gibt, aber schon ein bisschen länger, weil ich meine Selbstständigkeit halt vorher schon angefangen habe. Ich habe natürlich auch meine Erfahrungen sammeln, dass seit ich das angefangen habe mit dem Wissensaustausch, habe ich wie so gemerkt, dass es bei ganz vielen Musikschaffenden, die das checken, dass es das noch braucht, dass es auch mehr Knowledge da draussen braucht und auch einen höheren Grad an Informationen, damit alle das ein bisschen professioneller machen können und ein bisschen mehr Business entsteht, haben auch viele verstanden, dass es auch ja in meinem Interesse ist, oder wie so unterschwellig, nennen wir es ein Gentleman's Agreement, oder egal ob mit Mann oder Frau, dass verstanden wird, dass wenn ich das Wissen weitergebe oder versuche, so Diskussionen anzuregen und mehr Informationen in Umlauf zu tun und die Künstler und Künstlerinnen dann etwas daraus machen, dass es ein Win-Win für alle Beteiligten ist, weil schlussendlich mit schlaueren Künstlern, meine Kalkulation war immer, mit schlaueren Künstlern, mit Künstlern, die eine höhere Intelligenz haben, wenn es auch um gewisse Karriereentscheide geht oder auch gewisse Businessentscheide. Und mit Künstlern meine ich dann eben auch das Artist-Team, also auch Management oder Homies, Freunde, Freundinnen, die halt dort auch mithelfen beim Geschäft oder einfach das Team um dich herum, dass wenn sich die Intelligenz erhöht von diesen Leuten und auch vom Künstler oder das Wissen sich erhöht, dann gibt es auch mehr Business für die ganze Industrie und entsprechend gibt es dann auch mehr Business für mich. Weil ich will nicht in Situationen kommen und die Situationen gibt es jetzt halt noch viel zu oft und die hat es auch gegeben, wo ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit und die gibt es heute immer noch. Für die das jetzt schauen, das Video, oder vielleicht auch irgendwann mal noch später auf das Video werden stoßen, die Lücke wird es auch noch ein Zeitchen lang geben. Aber was ich halt nicht will, ist, dass das ewige so wird weitergehen, dass halt mein persönlicher Informationsstand so viel höher ist als der vom Künstler oder von der Künstlerin, mit denen ich würde potenziell zusammenarbeiten irgendwann einmal oder denen ich würde aushelfen oder auch höher ist, noch viel höher als von einem Artist-Team von dem Künstler oder von der Künstlerin und dass mein Informationsstand so hoch ist oder mein Wissensstand und entsprechend von der Gegenseite so tief, dass es weird werden kann, dass es halt komisch wird, weil nachher halt eben Leute mich mit so grossen Augen anschauen, weil sie irgendwie nicht glauben können, was dann jemand wie ich jetzt dort sagt, oder weil es dann plötzlich funny wird, weil ich dann teilweise auch so wirken kann, als würde ich jemanden stiefmütterlich oder so bemuttern oder bevattern, als würde ich jetzt den Vater oder die Mutter spielen von jemandem, was auch gar nicht meine Intention ist. Ich würde wollen, dass der Informationsstand bei allen da außen oder auch drinnen im System, wer auch immer da in der Schweizer Musikindustrie auch etwas machen will, und da zähle ich natürlich auch die Künstler darunter, die vielleicht irgendwann das ein bisschen professioneller machen wollen. Mein Ziel
mit dem Podcast oder mit dem Content oder mit dem, was ich vor allem jetzt mache in meiner Rolle da aussen, dass das Ziel sollte vor allem sein, dass der Informationsstand bei allen so gut es geht erhöht wird, dass halt alle irgendwann einmal mehr oder weniger auf einem gleichen Level sind an Informationen, was sowieso nicht möglich ist, sage ich natürlich jetzt schon realistischerweise, aber dass man den Informationsstand oder die Lücken zumindest kann ein bisschen aushebeln, dass man wirklich irgendwann einmal auch davon reden kann, dass die Schweiz ein Markt ist, wo es intelligente Künstler auch hat, so. Also Intelligenz, wie man das immer selber auch definieren will, und auch ihre Artist-Teams entsprechend professionell sind, sprich, hast du vielleicht einen Homie oder eine Freundin, Kollege oder Kollegin, die mit dir zusammen deine Musikkarriere irgendwie fördern, müssen natürlich die Leute auch schauen, dass sie irgendwie an Informationen kommen und als Business richtig verstehen. Und ich könnte jetzt natürlich alles auch ein bisschen am Zufall überlassen und einfach da aussen rumgurken und darauf hoffen, dass die Natur ihren natürlichen Lauf nimmt, sozusagen, ihren organischen Lauf. Und ich stehe ja auf organisch, so wie es ein paar von euch auch schon kennen, so wie organischer Konsum, der Begriff auch schon irgendwie ein Schlagwort 2018, 2019 war bei mir gefühlt und auch immer noch. Aber ich will halt auch nicht alles am Zufall überlassen, am natürlichen Zufall, weil dann sind wir noch in 5 bis 10 Jahren, glaube ich, noch da, an einem Stand, wo halt einfach noch so viele Lücken da sind, so viele Informationslücken, dass auch Leute wie ich gar nicht richtig bei einer Musikkarriere richtig helfen können, weil es dann immer einfach strange Vibes wird geben. Also es wird einfach immer komische Gefühle geben, weil es macht es immer komisch, wenn man in einem Raum ist, und das sage ich nicht wegen mir jetzt, dass ich mein eigenes Gewissen oder dass ich es mir selber einfacher machen kann. Aber für die dazu schauen, die haben sicher auch schon mal einen Moment gehabt, wo ihr in einem Raum sind und merken, die anderen sind gar nicht auf dem gleichen Film oder auf der gleichen Wellenlänge oder verstehen nicht das, was ihr versteht. So. Und wirklich nicht jetzt um überheblich wirken, es geht nicht um das. Aber so Sachen passieren halt oftmals wie in einer Studiosituation. Künstler können sicher relaten, wenn jetzt euer Niveau, das künstlerische Niveau mega viel höher ist als irgendein Newcomer, an einem ganz, ganz kleinen Künstler oder Künstlerin, die erst gerade angefangen haben und ihr versucht denen zu helfen. Und die wissen vielleicht noch nicht mal, die haben noch nie irgendwie einen Vocal Take aufgenommen, die haben vielleicht noch nie irgendwie im Fruity Loops gesehen, wie ein Drum Sequencer funktioniert, die haben noch nie mit einem anständigen Mic oder mit der Vocal Chain aufgenommen und wissen auch gar nicht, wie man sich selber überhaupt aufnimmt. Und es sind jetzt einfach Beispiele, tausende so Beispiele. Und wenn ihr jetzt natürlich so einem kleinen Künstler oder einer Künstlerin würdet helfen und ihr sind schon ein bisschen standfester und wissen natürlich schon ein bisschen mehr aus Künstlerperspektive, dann kennt ihr ein bisschen das Gefühl, wie ich mich würde fühlen oder jemand wie ich, wo halt plötzlich merkt, da aussen ist der Wissensstand so extrem niedrig noch, dass ich meine Arbeit nicht richtig machen kann. Weil ich würde gerne irgendwie noch mehr Künstler helfen oder mehr Künstlerbeispiele sozusagen, spannende Schweizer Künstler und Künstlerinnen, würde ich noch gerne mehr fördern oder sehen, dass Leute generell die Musiklandschaft Schweiz mehr fördern. Und der einzige Weg, den ich jetzt im Moment sehe, ist, ich kann mich natürlich nicht physisch multiplizieren, indem ich in 5 Kantonen, in 3 Regionen gleichzeitig bin, aber ich kann das natürlich da über so ein Medium machen wie YouTube, wo man das halt skalieren kann und wo ich mich halt zumindest digital auf 50 verschiedene Bildschirme irgendwie kann projizieren und so natürlich auch der Informationsfluss schneller zu den Leuten geht, die das auch wissen wollen, die auch Interesse haben, vielleicht ihre Musikkarriere ein bisschen zu professionalisieren.
oder halt auch irgendetwas mit diesen Informationen können anfangen können. Es war jetzt ein bisschen all over the place gewesen, natürlich. Wie gesagt, es ist jetzt auch nichts Abschließendes, glaube ich, was ich da mache. Ich bin einfach ein bisschen inspiriert worden von einem kleinen Talk, den ich da hatte mit einem Künstler. Und der Künstler hat recht gehabt, indem er mir gesagt hat, dass ich das sicher auch ein bisschen mehr muss erklären oder sollte erklären. Das wird jetzt nicht irgendwie so rauslaufen, dass ich da mega viel private Einflüsse noch mit reinbringe, das wird es nicht. Aber ich kann schon verstehen, dass viele, die da einschalten beim Cola-Podcast und vor allem zum ersten Mal einschalten, sich vielleicht auch fragen, hey, wer ist überhaupt der Dude, der das macht und wieso passiert das da überhaupt alles, dass es halt nicht so fassbar ist. Und das habe ich jetzt da einfach mal ein bisschen in einem Video ein bisschen kanalisieren oder ein bisschen einfangen. Dann gibt es aber noch ganz viele andere Hintergründe, wieso das alles so passiert, wie es soll passieren. Ich habe natürlich auch noch nicht alle Antworten, wieso ich das alles so mache, wie ich das mache da auf dieser Plattform. Ich weiss jetzt im Moment nur, ich will da eine Bibliothek anlegen an Wissen und Diskussionen und Informationen zum Schweizer Musikbusiness oder zu der Schweizer Musikindustrie. Und das steht für mich in Verbindung mit Künstler und Künstlerinnen, Musikschaffende oder aber auch ihre Artist-Teams, Managements oder angehende Leute, die in die Industrie vielleicht reinkommen wollen und den Künstlern auch helfen wollen. Das steht für mich in Verbindung, dass die Zuschauer dann etwas von dieser Bibliothek können nehmen und das Wissen dann für sich können irgendwie anwenden oder sogar noch schöner mit anderen Leuten noch würden diskutieren und so, dass halt möglichst der Kuchen für alle grösser wird. So, das gehört mich dann auch da sagen, dass es im Moment nicht so darum geht, wir sind immer noch nicht in dieser Phase da im Schweizer Markt oder in der Schweizer Musiklandschaft oder in der Schweizer Musikkultur, egal wie man das sieht. Wir sind nicht in dieser Phase, wo es darum geht, ein grösseres Kuchenstück zu nehmen vom Kuchen für einen selber, sondern es geht auch ein bisschen darum, den Kuchen für alle grösser zu machen. Weil, wenn dann trotzdem jeder nur ein bisschen einen Krümel abbekommt am Ende des Tages, weil der Kuchen selber einfach nicht so gross ist, bringt es das irgendwie auch nicht. Und so sehe ich natürlich jetzt ein bisschen da meine Rolle, wo ich wie so ein bisschen organisch reingekommen bin. Das ist nicht etwas, was ich mir ausgewählt habe, es ist mehr eine Notwendigkeit gewesen, sozusagen. Wegen dem ist auch der Cola-Podcast. In einem idealen Fall bräuchte es vielleicht hat der Cola-Podcast irgendwann einmal ein Ende, weil es das nicht mehr bräuchte. Aber ich glaube, das geht jetzt noch wirklich ein Zeitchen. Darum die da mit einschalten oder die Uploads verfolgen und die Episoden verfolgen, hey, ich appelliere die euch, die das schon früh erkannt haben, was das soll und für die neu dazuschalten, freuen auf ganz viel Content da. Von mir, vielleicht auch ab und zu mal von anderen. Ich versuche irgendwann einmal auch ein bisschen noch andere Leute zu involvieren. Im Moment bleibt das halt noch ein bisschen eine One-Man-Show da. So. Hat aber nicht nur persönliche Gründe. So. Das hat auch ein bisschen mit dem Umfeld zu tun, dass ich im Moment nicht so viele andere Leute kann involvieren kann. Aber freut euch da noch viel mehr Content, der soll kommen. Und danke für die, die es supporten. Teilt das Video vielleicht einmal. Ich will das jetzt nicht immer, weil das auch ein bisschen corny ist. Das ist peinlich, irgendwie so auf YouTuber zu tun und zu sagen, ja, teilt und liket und so. Aber es hilft natürlich, wenn ihr die Videos schaut, wenn ihr vielleicht auch ab und zu irgendwie das Gefühl bekommt, etwas zu teilen, was ihr da gut findet, an Content, an Inhalt. Weil das soll halt so vielen Musikschaffenden wie möglich helfen da in der Schweiz. Darum danke vielmals fürs Zuschauen und ich würde sagen, man sieht sich bis zum nächsten Mal.